Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ein Bild, weil mir das Event plus minus aufgeregt hat. Ja, zum Speim habe ich mir eins zusammenbastelt. Da ist es völlig wurscht, ob der Plus oder Minus hat. Den haust einfach weg wie nix. Ja, ich bin die Feldwolzen und ich hau euch jetzt mal das Bild um die Ohrwaschel. Da wir gerade dabei sind, möchte ich euch auf meinen kleinen BMC hinweisen. Immer für Neulinge offen. Einfach Anfrage stellen, dann passt es schon. So, jetzt der Präzisionsschütze ist die Spezialisierung. Ja, was die Spezialisierung macht, liest ja jeder selber durch. Die ist ganz wichtig, wenn wir extra 10% Kopfschussschaden kriegen. Und ja, eigentlich in der Deckung kriegt man Rüstung. Ist auch für die Gruppe nicht so schlecht. Man generiert auch Scharfschützenmunition etc. Ja, die Drohne, was da extra gibt, die braucht man nicht. Eingestellt muss werden auf Gewehr, Scharfschützengewehr und Pistole, weil jeweils 15% mehr Schaden gibt für die Waffe dann. Ja, Gruppenmitglieder kriegen auch 10% mehr Kopfschussschaden, wenn sie in der Natten stehen. Ja, und in der Deckung kriegt man zusätzliche Rüstung. Ja, Widerstand gegen Impulsgeber hätten wir auch 50%. Vielleicht, wenn es einen Umbau möchte, wichtig. Und wenn man 10 Sekunden lang in der Deckung, wenn du 20 Sekunden in der Deckung bist, dann generierst 5 Schuss Gewehrmunition und Scharfschützenmunition alle 10 Sekunden. So, jetzt auch. Speindürme im Gewehr 1860 mit der Winchester. Das Ding soll drauf haben Schaden gegen ungedeckte Ziele und das Talent Entschlossenheit. Das ist ganz wichtig. Und ungedeckte Ziele ist auch ganz wichtig bei der Waffe. Und dann habe ich wieder meine Lieblingswaffe, der weiße Tod drin. Ja, die 1816 ist sehr stabil. Ja. Und Schaden durch kritische Treffer interessiert uns da nicht recht stark. So, auf dem Gewehr habe ich drauf nochmal 5% Kopfschussschaden mehr. Recht viel kann man da nicht drauf da bei dem Ding. Vielleicht einer nachladen, aber ist nicht so interessant. Dann haben wir meine Lieblingswaffe, der weiße Tod. 137% Kopfschussschaden hat das Ding und Schaden gegen ungedeckte Ziele hat es drauf. Auch wieder Talent, Entschlossenheit drauf. Ganz wichtig, nicht vergessen. Ich würde sagen, man kann aber tatsächlich fast jedes Scharfschützengewehr hernehmen, wo es mal lustig ist. Ich spiele es halt mit Visier. Das ist mein Gewehr auf die lange Distanz. Bringt nochmal 45% Kopfschussschaden drauf. Man kann auch vielleicht das andere hernehmen. Hat gerade 35% Kopfschussschaden. Aber wie gesagt, wenn es schon angeboten wird, nehme ich das digitale Visier her. So, dann auf der Waffe sonst noch für Präzision und Stabilität. Ich habe da den Vertikalgriff drauf, da für Präzision, weil es nicht extra nochmal Kopfschussschaden gibt. Ja, und das war's dann eh schon, was du auf das Gewehr aufbasteln kannst. Auf das Scharfschützengewehr. Ja. Und dann schauen wir mal das andere Zeichen an. Dann habe ich noch die D50. Habe ich deswegen genommen, weil es halt recht viel Grundschaden hat. Auch wieder mit dem Talent Entschlossenheit und mit dem Kopfschussschaden 3%. Gab es auch einen mit 5%, glaube ich, ja, Kopfschussschaden. Optimale Reichweite 20% weniger. Aber man denkt, die Reichweite, die brauchst du oft, weil es dann doch nicht gleich nebenan stehen. Kann man machen, wenn man lustig ist. Ich habe die 3% genommen, weil es überall hinreicht, was man mir an Werte zusammenbringen. Die zeige ich dann später noch. Was vielleicht da interessant ist, wenn man Waffenhandling drauf tut, aber 5% Waffenhandling. Das Bild ist nicht ganz perfekt, weil ich die Teile einfach nicht so gekriegt habe zum Farmen und da jetzt halt für das aktuelle Event sagen wollte, naja, habe ich es ein wenig schneller durchdruckt. So, jetzt haben wir die Schlagtrauma, Douglas ein Harding. 20% Kopfschussschaden, nochmal draufgerollt, beziehungsweise nicht draufgerollt, ein Mod draufgelegt, ja. 20% Pistolenschaden, auch wichtig. Dann haben wir das Geschenk mit perfekte Wachsamkeit, brauche nicht erklären.
Da auch wieder Kopfschussschaden und Kopfschussschaden-Mod drauf. Wer jetzt die perfekte Wachsamkeit nicht hat, dann kann er die Providence Devons einen normalen Rucksack drauf tun. Oder aber das Rückgrat ist nicht ganz so schön zum Spielen, weil sie das Text zwar nicht verlieren, wenn man getroffen wird. Man sollte den Rückgrat auch komplett in Rot haben und auf Kopfschussschaden gerollt haben. Funktioniert bedingt, also mir war praktisch das Geschenk lieber. Dann natürlich der Serienmörder, perfekter Kopfgeldjäger. Wenn man die Weste nicht hat, kann man es auch wieder an Kopfgeldjäger draufrollen. Das reicht vollkommen, wenn man die Weste, was man hat, wenn man jetzt die benannte nicht hat, die Vaughan Harris nimmt, ja, und die umrollt. Allerdings muss man schauen, dass man es mit Kopfschussschaden kriegt. Und Kopfschussschaden-Mod drauf. Dann haben wir die Handschuhe, haben wir die Habsburg Gurt mit Kopfschussschaden, Waffenschaden und nochmal Kopfschussschaden, Fertigkeitsschaden, na brauchen wir nicht. Dann haben wir das Holster mit Kopfschussschaden draufgerollt, mehr kann man bei dem eh nicht machen. Dann haben wir die Gebiete des Fuchses, auch mit Kopfschussschaden draufgerollt. Ja, war nicht schlecht. Gewehrschaden 10% hat das auch nochmal extra und Schaden gegen ungedeckte Ziele, was wichtig ist, wenn wir dann insgesamt 18% Schaden gegen ungedeckte Ziele haben. Darum habe ich das eigentlich auch genommen. Dann, wenn man den Buff praktisch nicht aufrechterhalten kann, ist nicht schlecht, wenn man das Gewehr dann zückt. Dann haben wir noch Schild auf Rang 1, das Bollwerkschild. Das haut es dann außer, wenn wir die Waffe zücken, also die Pistole, ja, und einen Wiederbeleber. Da kann man dann vielleicht auch was anderes nicht tun. Ich spiele lieber mit dem Wiederbeleber, weil dann doch oft einmal umfall. Ja, jetzt gibt es das Bild dann nochmal im Ganzen für einen Screenshot zu machen. Ich benutze das auch zum Leveln. Geht recht schön. Auf heroisch überhaupt. Auf herausfordernd zum Leveln mit alle Direktiven. Absolut geil zum Spielen. Geht relativ schnell. Und ja, man braucht nicht immer nur AFK in irgendeiner Ecke sitzen. Jetzt gibt es dann noch die Werte. Und dann ja, wünsche ich was bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Dann lasst mir ein Like da. Und schreibt es mir in die Kommentare unbedingt. Kann man es besser machen, schlechter machen oder wie spielt es das? Das würde mich interessieren. Also dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlurger. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es da noch die Werte. Meine Schutzweste ist nutzlos. Habe das Ziel. Ja, wie versprochen, jetzt gibt es da noch die Werte. Bei der Pistole haben wir Waffenschaden 595.000. Kopfschussschaden bringen wir 263.000. 263.000, das war's. Nein. Beim Kopfschussschaden bringen wir 263% zusammen. Bei der Pistole. Dann haben wir, das nicht. Dann haben wir das Gewehr. Beim Gewehr bringen wir 230% Kopfschussschaden zusammen und 870.000 Waffenschaden. Kombiniert mit die 18% Schaden auf ungedeckte Ziele. Macht es Sinn? Das ist eigentlich die Waffe, wo auf mittlere Distanz genommen wird. Und dann haben wir noch einen weißen Tod. Beim weißen Tod kommt man auf 347% Kopfschussschaden und die Waffe hat 1 Million Grundschaden. Ohne Buff. Beef Buff Buff. So, das sind die Werte. Alles andere, ja, Rüstung, haben wir nicht allzu viel. Kommen wir auf 981.000, also fast 1 Million Rüstung. Ist für einen Scharfschützen eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Und ja, die anderen Werte. Schild vielleicht noch, ja. Wenn man das Bollwerksschild zieht, haben wir über 4 Millionen, 4,5 Millionen Lebensenergie. Das ist doch einiges, holt auch viel aus, muss ich sagen. Und wenn er so dicker kommt, also mit einem dicken, hat das Bild ein bisschen ein Problem, weil der sehr viel Rüstung hat. Ich mache das immer so, ich ziehe das Bollwerkschild und es dann auf sein
Birne, ja, braucht man ein paar Schüsse und ich habe bis jetzt noch nie einen Daumen gebracht. Wichtig ist, über die Kette zerschießen, dann den Rucksack zerschießen und dann auf die Rübe schießen. Oder man probiert es gleich mit dem Scharfschützengewehr, dann haut es ihm die Rüstung am Schädel sowieso gleich weg. Ja, dann braucht man 2 Schüsse, maximal 3 und dann ist er auch weiter. Und alles andere geht fast One-Shot, muss ein bisschen tricky spielen, ist ein bisschen zum Üben, einfach bauen und dann drauf losziehen, wird schwierig. Man wird merken, dass man da doch ein bisschen falsch drückt, dass man ein bisschen üben muss mit dem Beutel. So, das war's dann noch mit dem Ganzen. Ich hoffe, das passt so und man sieht sich beim nächsten Mal. Servus.